Okay, lassen wir anheben. Das ist eine Lektion von der Max-Weihnacht-Center von Hecher Jüdische Limudim. Heute ist unsere Lektion gestützt von die Alexander und Alicia Herz und Schmuel und Flora Weiß Stipendiums beim Center. Unser Redner heute ist Anja Schiba. Anja hat studiert Kultur und jüdische Geschichte. Bis im Jahr 2015 hat sie gearbeitet im Center für jüdische Kultur in Warschau, wo sie hat ungefähr mit der Reihe Kultur- und Bildungsprojekten und gelernt jüdische Sprache. Heute ist sie Doktorandke in der Freien Universität in Berlin und schreibt wegen der jüdischen weltlichen Schulen in Polen für der Zweite Weltkrieg. Wegen der Themen hat sie schon veröffentlicht etliche Artikel auf Polnisch und Deutsch. Anja ist Hajorke Stipendiantke in polnische jüdische Limudim beim Niveau. Und ihre Lektion heißt, verschreibt ihre Kinder in der jüdischen weltlichen Schule. Die neue jüdische Schule, ihre Rolle in der Erziehung von dem neuen jüdischen Dorf in Polen 1921 bis 1939. Und hoffentlich zum Schluss, weil wir haben Zeit für Fragen. Seid ihr sehr gut. Ihr habt Fragen, lasst sie in dem Chat. Und jetzt ist es mein Covid vorzustellen, Anja Schiba. Anja? Schönen Dank euch. Und schönen Dank, dass ich kann reden da in Ivo, das ist bei mir Covid, weil man kann sagen, dass meine Aventur mit Jiddisch und mit der Themen hat sich angehoben in Ivo. Ich habe es gelernt dort in einem Uriel Weinreich-Programm und später auch ausgesucht, die sind wichtigste Dokumenten für meine Arbeit dort. Mein Plan ist kein zu reden allgemein ein bisschen wegen der zentralen jüdischen Schulorganisation und später zu geben ein Beispiel von einer Schule in Prujan, also wie ich habe das euch beschrieben in der Beschreibung oder auf der Seite. Gut, dafür will ich schon anheben, wenn wir euch realisieren den Plan. Mit 100 Jahren zurück ist entstanden in Warschau die zentrale jüdische Schulorganisation, gerufen CISHO. Unter ihrer Haschgoa haben sich zusammengeklebt alle jüdisch-weltlichen Schulen in Polen. Ich will da nicht lang reden wegen der Geschichte von der Idee, was ist lang und wie Tomet zerspreit und zerdreht in der Sachländerzeiten und politische Richtungen. Aber kadei zu geben, der Kitzer, dem historischen Hintergrund, weil ich nur der Monen als die Gründung von CISHO ist gewesen ein Resultat von langen Diskussionen und Plänen, gemacht durch gesellschaftliche Tours und Pädagogen von dem Sof vom 19. Jahrhundert. In der Zeit, wenn Polen ist noch gewesen geteilt und eine Schule auf Polnisch, auf Jiddisch oder auf Hebräisch hat gekannt sein, nur erholen. Es sind gewesen verschiedene Richtungen zwischen die, was haben gewollt modernisieren die jüdische Schule, sei die, was haben gewollt modernisieren die traditionelle religiöse Erziehung, sei die, was haben gewollt eine weltliche Schule auf Jiddisch, sie auf Hebräisch. Ich will sich konzentrieren auf die jüdischistische Bewegung, verbunden mit der Anstehung von den sozialistischen Parteien, als welche wie Bund, Koalition und euch also gerufene Jiddischisten, Demokraten und kleinere Parteien. Ich will später reden ein bisschen wegen dem. Die Pioniere von der neuen Schule auf Jiddisch sehen durch den Krisis von der traditionellen jüdischen Erziehung haben gewollt ermöglichen dem jüdischen Kind die allgemeine weltliche Erziehung in sein Mangel. Ihre Pläne haben sie gemacht, denn in Europa hat man geredet wegen größeren Änderungen in der Pädagogik, wegen Verwandeln die Schule in einen Ort, wo das Kind ist ein Teil von dem Erziehungsprozess, man kann sagen, ist beteiligt in dem Prozess. Da darf man der Monen als welche nehmen wie Maria Montessori, John Dewey, Helena Parkhurst und verschiedene andere Pädagogen
euch Vertreter von der Reformpädagogik in Deutschland. Das alles hat inspiriert die Ihnen, aber die Änderung auf dem Gebiet hat gebracht mit sich erst die Erste Weltkrieg. Von dem an hat man angefangen zu öffnen, erstmal die Kinderheime, hat die Milchome von also gerufenen jüdischen Massen. Dort haben die Kinder gekannt verbringen am Tag und haben nicht nur bekommen Essen, aber auch der Erziehung in Mameloschen. Da sehen wir euch ein Bild von Azachem in Warschau. Was ist, ich meine, das ist Injika, was ist später auch verwandelt in eine jüdisch-weltliche Schule. Später hat man solche Heimer in solche Heimen gemacht, erste Klassen von Volksschulen und also weiter hat man das ist man Mamschek gewinnt. Es sind oftmals Initiativen von einzelnen Gruppen, von politisch und gesellschaftlich aktiven Menschen. Und ein von den Schultuers, Josef Leszczyński, sein Zunamen ist gewesen Chmurner, ist euch gewesen der zweite Vorsitzende von der Zentralen Jüdischen Schulorganisation. Also ich habe gerät wegen der Tkufe, ich will zitieren, stichisch ist es gewachsen unsere Schule. An Anweisungen, an Führung, an systematischer Stütze. Schulen sind Gebäude geworden, eine an dem Wissen von der anderen. Und in jeder Schulbasunder hat sich geklebt der Erfahrung. Jeder Schulbasunder hat sich gehabt ihre Geschichte, oft ihre Leid- und Pein-Geschichte. Der Fall hat man sich damals sehr stark genätigt in etwas Center, was wird sich sorgen für alle Unionen von der neuen Schule. Und die Entstehung von der Zweiten Polnischen Republik und der Fakt, dass sie hat untergeschrieben den kleinen Traktat von Versailles, in welchem die polnische Macht hat sich misshaft gewöhnt, zu erlauben, die nationalen Minderheiten zu haben, eigene Schulen, das oder eigene Sprache, ausgehalten von der polnischen Regierung, hat geweckt die Hoffnungen bei den Schultours, a Schule auf Jiddisch. Gleichzeitig haben euch die Zionisten gehofft, dass die Schule auf Hebräisch und die Assimilatoren, also gerufene Assimilatoren, als ihre Kinder werden sein gleichberechtigte Schüler in polnischen Schulen. Noch größer sind gewesen die Hoffnungen, wenn man hat im Jahr 1919 eingeführt die Schulpflicht, in Polen die Schulpflicht für alle Kinder von dem 6. bis 14. Lebensjahr. Man ist gewöhnt sicher, als wir haben Schulpflicht, also unsere Kinder dürfen gehen in die Schule, wir werden geben uns die Möglichkeit zu haben eigene Schulen. Es hat aber nicht lange gedauert und es hat sich herausgewiesen, als die Träume sind gewesen unsicht. Die Schulen, was die polnische Macht hat angeboten für jüdische Kinder, sind gewesen die Schulen auf Polnisch. Ich habe hier gehört wegen die bekannte Schabbasówki, wo die Kinder haben sich gelernt, wo sind gewesen Schulen für jüdische Kinder. Sie haben gehabt frei Schabbosim und jüdische Jantoivim. Dort hat man euch gelernt, die jüdische Religie, aber die alle Limuden sind gewesen auf Polnisch. Das heißt, die Schule auf Jiddisch oder auf Hebräisch, die haben gedacht, schaffen, gründen, organisieren, allein. Und das ist eine Karikatur von einer Zeitung, eine jüdische Zeitung, wo wir sehen den Mann mit Hitler, Schulwesen, und da haben wir die beiden Kinder, eine ist Jiddisch, eine Hebräisch, und die ganze Illustration von der ganzen Diskussion, was ist unsere Sprache und in welcher Sprache sollen sich lernen unsere Kinder in Schulen. Aber als die polnische Macht hat gemacht, die Schule auf Polnisch, das ist gewesen euch als Siebe, was die 60 bis 80% von jüdischen Kindern in die Jahren zwischen den beiden Weltkriegen haben besucht polnische Schulen. Die Anhänger von, wir sagen, MSC-jüdische Schulen
haben angehoben, sich zu organisieren und erstmal in Rajonen. 1919 haben wir schon 3 wichtige Organisationen. Das ist in Vilna der zentrale Bildungskomitee, in Warschau, das ist Dienen von Medem Reichmann, Schulkomitee und in Białystok Kulturliga hat gemacht die Arbeit. Das ist gewesen die Zeit von Treffenischen, Kulturberatungen, Debatten. Es ist gewesen kenntlich für alle, als wir davon eine zentrale Organisation, welche wird vertreten die Unionen von der Neujüdischen Schule. Ich habe vorgeschlagen, die Themen, weil 100 Jahre zurück, im Juni, das heißt ein bisschen mehr wie 100, haben sich 400 Delegaten, Vertreter von verschiedenen politischen Richtungen, die ich habe schon der Mond, Bund, Koalition, Vereinigte Volkisten, Wiener Demokraten, haben sich zusammengekriegt im Kino Apollo, das auf Marszałkowska Straße, Gast, das ist im Sammelzentrum von Warschau. Und da können wir sehen, den Linien, was existiert halt nicht mehr. Also hat sich der Mod wegen dem Pädagog, Schultor, Journalist Janke Pat, ich will zitieren, ich sehe einen Tag. Es ist ein sommerdicker Frühmorgen. In Hebruste, in ganze Haliastros von Djikia, von Nalewkes, gehen Lehrer Schultor zum Theater Apollo auf Marszałkowskiej Gasse. Die Theatertüren seien breit offen für die Lehrer, gekommene von ganz Polen. Es tummelt, es räuscht im Feuer vom Theater, in die Korridoren bei den Tieren. Der Saal ist voll, man ist zersetzt in Machtens, zerteilt Leute Parteigruppen, Bundisten, Koalition, Vereinigte Volkisten, Unabhängige, als ist in der Wartung. Der Zusammenhang ist gewesen ein wichtiger Moment für alle Aktivisten, die haben so viel Keuches gelebt in den Bäumen von der neuen jüdischen Schule. In sehr der heubener Stimmung hat man der Öffnung den ersten Zusammenhang gerät wegen der Geschichte von der Arbeiterbewegung, wegen Kampf für der neuen Schule, wegen Messias Nefesh von allen Lehrern, Pädagogen, Poshet-Arbeiter, was haben sich beteiligt in der Arbeit. Ein Mitglied von einem jüdischen Bund, oder sehen wir noch die ganze Gruppe von den Menschen, die haben sich gesammelt, und ein Mitglied vom jüdischen Bund, der schon Fludermacher von Wilna, euch ein Pionier von der Schulbewegung, hat damals in seiner Eröffnungsrede gesagt, die ganze Menschheit, ich zitiere, macht jetzt durch eine gewaltige Kulturbewegung, was muss führen zu einer kulturellen Benennung. Die dosige, ungeheuer wichtige Arbeit ist unmittelbar konzentriert um der Schulwesen, weil die neue Schule darf nehmen auf sich die Mission von Befreien die Menschheit. Die kommenden Tage haben die Teilnehmer euch verbracht auf Debatten, feierliche Diskussionen, Flugdeies. Und der wichtigste Beschluss von dem Zusammenhang ist gewesen die Gründung von der zentralen jüdischen Schulorganisation, noch einmal CISCHO, welche hat gedacht, sich sorgen für die pädagogische Union von der neuen Schule, also wie für rechtliche und finanzielle. Das jüdisch-weltliche Schulwesen ist gewesen privat und hat nicht gehabt keine oder sehr kleine Unterstützung von der polnischen Meluche. Die ganze Zeit von ihrer Existenz in Polen hat sie schon gehabt große finanzielle Probleme und hat Lemoschel nicht gekonnt systematisch bezahlen ihre Lehrer. Därför eine von den schwersten Aufgaben von CISCHO ist gewesen zu besorgen, sei im Land, sei von Ausland, Geld für ihre Schulen. Man hat gesucht das Geld auf ganzer Welt. In ganzer Welt hat euch gestützt die Schulen. Die Meschulachim von CISCHO haben gemacht, Versuche in Nordafrika, Amerika, in mehreren europäischen Ländern. Haben sie gerettet wegen der neuen Schule und gesammelt Geld. Und deswegen ist CISCHO gewesen sehr arm. Und sehr oft hat die polnische Regierung auch euch
oder Schulmacht vermacht die weltliche Schulen. Man hat sie beschuldigt für sozialistische und sogar kommunistische Sympathien. Man hat gesagt, dass Methoden nicht lernen auf Jiddisch oder dass die hygienische Bedingungen in Schulunionen sind nicht gut. Als das hat euch beeinflusst die Kinder. Wir sehen dort zwei Arbeiten von Meilach von der Volksschule in Vilna, geschrieben in 30er Jahren. In die Jahren hat die Macht beschlossen zu vermachen die Schule. Und das ein Mädel von 7. Klasse, ich meine das links, schreibt in der Schularbeit der Thema, was wollte ich getan und so lieb was, denn ich wollte gewinnen Rojewe einmire, also wegen die Iden. Ich zitiere, das kann man euch lernen, wir leben in Hunger und Not. Der Magistrat wird für unsere armen Schulen kein Subsidies nicht. Die Schulen müssen sich allein aushalten. Dafür leben wir sehr in strengen Bedingungen. Und zweite schreibt, wenn ich wollte alle Menschen gesehen und keiner wollte mich nicht gesehen, wollte ich nicht erlassen, man soll vermachen unsere Schule. Die Schule ist ja gewinn vermacht, oder besser gesagt zusammengebunden mit anderen Schulen, mit Kupfersteinschule in Vilna. Und von dem Moment an ist das gewinn eine Fruchtkupfersteinschule. Auch die pädagogische Lage von der neuen Schule ist sehr kompliziert. Man hat gedacht, herausarbeiten die jüdische Terminologie für alle Minuten, zugreifen Schulprogramme, schaffen Schulbücher, Kinderliteratur, zugreifen die Lehrer. Bei der Organisation gibt es verschiedene Kommissionen, was haben bearbeiten die einzelnen Unionen. Sicher hat herausgegeben euch pädagogische Journalen, da können wir sehen, in welchem man hat bereits diskutiert die alle Probleme von der neuen jüdischen Schule. Also ich denke, wenn die neue Schulen leben in 20er Jahren und Schulwegen in 30er, die finanzielle Krise von sich schon ist kaum gewesen, als man hat die zwei erste in so 20er Jahren vermacht und später gegründet Schulwegen. Nicht gucken die alle, wenn jetzt hat die Organisation entwickelt sehr breite kulturell-pädagogische Arbeit und geprüft erziehen ihre Talmiden zu bewusstsinnigen, intelligenten und aktiven Mitgliedern von der jüdischen Gesellschaft. Das sind so eine Annonce, ein Affiche von der Schulorganisation, wo wir können euch lernen, für was es ist gewinnt, da zu schicken in einer Schule, will ich nicht lernen, oder gut, Eltern, Tatas und Mamas, schon Zeit zu entscheiden, ihr Kind in Schule, in welcher Schule, und nur da wird, in jüdisch-weltlicher Schule, nur da wird ihr Kind gefunden, Liebe und Frieden, nur da lernt man ihr Kind in Mama löschen, nur da bekommt ihr Kind eine weltliche Erziehung, nur da wird ihr Kind auswachsen als stolzer, freier Mensch. Und die Kinder haben dort gehabt weltliche Limudim, das ist mir als Schemat von dem Programm. Nicht also hat es ausgesehen in allen Schulen, aber man kann sehen, dass die Kinder haben gehabt sehr schon. Ich vergleiche das jetzt nicht mit der polnischen Schule, aber sie haben gehabt viel schon mehr, weil man hat geteilte Geschichte, da sehen wir Geschichte, jüdische, polnische und allgemeine. Man hat geteilt die Geschichte, weil die polnische Macht hat gewollt, dass man lernt Geschichte auf Jiddisch und sie haben gewollt, lernen ihre Kinder jüdische Geschichte auf Jiddisch, nicht auf Polnisch. Der Fall Geschichte ist geteilt, also wir haben schon 3 Geschichten. Die Kinder haben gehabt keine Religion, was ist einmal euch gewesen ein Problem für die polnische Regierung. Und es gibt bei euch, was man hat gewollt vermachen, verschiedene Schulen. Man darf betonen, dass alle Limuden sind gleich wichtig, weil die Erziehers haben gewollt, entwickeln die einheitliche Persönlichkeit von einem jüdischen Kind, schaffen eine ähnliche Harmonie zwischen der geistigen und physischen Erziehung.
Und mit Heischung und Verinteressierung haben oft sehr junge Lehrer ausgebraucht neue tertiärische Methoden, was haben sich damals entwickelt auf der ganzen Welt. Die von euch, was haben gesehen, den Film Wir kommen an, können sich vorstellen, wegen welcher Methoden ich rede. Das Medium-Sanatorium ist euch gewinnen als Anstalt von Sicher. Das, was nicht damit ist, gewinn möglich ist, in einer Schule, aber schon in der Provinz, hat man gekannt praktizieren. Dort in der vollen Maß. Aber euch in Schulen, es ist nirgends möglich, hat man gelernt, die Kinder Selbstständigkeit und Achreis. In einem Regulamin von innerlichen Schulleben herausgegeben durch Tisha in dem Jahr 1926 hat man Le Moschel ermutigt, die Lehrer zu praktizieren dem System von Selbstverwaltung von Kindern mit verschiedenen Kommissionen, wo dann gewinnt verantwortlich für Reinkeit in Klassen, für Wandzeiten, für Geld, was man hat gesammelt, zu machen, eine Exkursion und so weiter. Sehr wichtig euch in dem Programm von Tisha ist gewinnt Handarbeit, Arbeit in sich und Handarbeit wie ein Element von allen Medien. Da kann man sehen, die Kinder, was sägen Holz oder was nähen. Man hat gewollt, dass die Kinder sehen, dass ich wissen, ich arbeite wichtig und man kann, von Arbeit kann man euch nehmen, das Sachwissen, lernen von Arbeit und das, was man tut. Und Hannover zu ermutigen, die Kinder zu bearbeiten. Die Themen von Limudim vertiefen sich in der jüdischen Literatur und in der jüdischen Geschichte, dann gewinnen die Schulausstellungen. Beschäftigt man hat gewiesen die verschiedenen Arbeiten von Kindern von allen Schulen. Und der zweite Landausstellungen, die dann gewidmet geworden dem Leben und Werk von Sholem Aleichem und Mendele Moiches, worin das ein Fisch von der Ausstellung in Warschau von Mendele Moiches Sporim und neben dem Affisch sind ihre Zimmer von Ausstellung in Lokar Nozische hat euch gewollt existieren auf der internationalen Bühne, das heißt zu nehmen an Ort in der internationalen Erziehung. Auf die Dosika-Ausstellungen, was dann gewinnt ein Beweis von der tiefer Verwurzelung von Schulen in der jüdischen Kultur, Geschichte, Literatur, hat man präsentiert plastische und literarische Arbeiten, kollektive und individuelle, ein Resultat von der selbstständigen Arbeit von Kindern. Die Ausstellungen sind besucht geworden, sei durch Hiden, sei durch Projekten und alles sind gewinnt begeistert, was wir wissen, lesen die Artikel in verschiedenen polnischen Zeitungen. Als wir haben gesehen, hat die Organisation gemacht sehr große und wichtige kulturelle Arbeit. Geprüft schaffen an MS Schulmischproche, wo die Erziehung wollte gewinnen Prozess gemacht, beschützt durch die Lehrer, Eltern und Kinder. Zu dieser Arbeit hat man sich gedacht, in neue Lehrer. Noch jeder hat gegründet, sicher hat man schon gewusst, dass neue Schule nötig sich neue engagierte, begeisterte und mit der neuen Erziehung Lehrer. Die Pädagogen haben gewusst, dass die Kursen und Schulungen für alte, also gerufene alte Lehrer, das haben oftmals sich gelernt auf Russisch oder auf Deutsch, ich poschet bekommen nur die religiöse Erziehung, weil nicht ausreichen, aber die schwere politische Situation von Tisha hat gestärkt die Gründung von etwas Netz von Schulen für Lehrer, also gerufene Lehrerseminaren. Es ist aber ja geraten zu gründen ein Lehrerseminar, wo man hat zugegriffen, dem Ingendorf zu der Arbeit im Geist von Tisha. Da sehen wir zwei Bilder von dem Seminar. Ich rede da wegen dem jüdischen Lehrerseminar in Wilna, gerufen auf Namen von Wladimir Meden. Die Geschichte von dem Seminar ist ein Ihnen für sich und die kann ich nicht erzählen, aber bei Kitzer, das Seminar ist gewesen
der öffnet im Jahr 1921 geöffnet, also offiziell schon, aber das Seminar im November, also man kann noch tragen, Jahr, ja, die Zeit, der Montag wegen dem im November. Und beschäftigt, also das Seminar hat beschäftigt am wichtigsten Pädagogen, was haben sich beteiligt in der Gründung von der neuen jüdischen Schule. Dort haben gearbeitet, schon in der Monterger schon Bruder machen, aber bekannter Bundistag Kreme, Rosa Simchowitsch, was später Instruktor von sich schon gelebt in Warschau, gestorben in Ghetto Warschau auf Typhus. Israel Biber, ein Galizianer, was ist offizieller Verwalter von dem Seminar, weil hat alle nützliche Dokumente, was die was der polnische Macht hat anerkannt, Max Weinreich, Ziderpoet, Moshe Kulbak. Dort hat man euch gearbeitet mit neuen Methoden und zugegreift die jungen Lehrer zu arbeiten mit sich. Das Seminar ist vermacht für der polnische Macht im Jahr 1931 und nach der Milchoma sein Verwalter Avram Golomb hat geschrieben, dass das Seminar ist ich zitiere, eine von die höchsten der Gleichungen von jüdischen Schulwesen in Polen. Das Seminar hat gehabt 5 Aroislosen und gebildet bereits 120 neue Lehrer. Es ist verständlich als sehr wichtiger Moment, wichtiges Geschehen im Leben von einem Anstalt ist gewesen der erste Aroislos von Seminaristen. Man hat gedacht, bekämpfen der Sachmanie, es organisieren Prüfungen auf Jiddisch, arbeiten Vertreter von CISHO, von der polnischen Regierung. Dem Examen haben damals ausgehalten 31 Talmiden. Was dann gewünscht später geschickt durch CISHO in verschiedene Schulen. Wir sehen da Hishaives, eine Verpflichtung, was die Talmiden haben gedacht unterschreiben. Da legen wir, ich zitiere, ich bin sich Mischaev noch mein, das ist da, ich weiß schon, man kann das sehen, ich bin sich Mischaev noch mein Ende in dem Seminar zu arbeiten, wenigstens 3 Jahre in einer jüdisch-weltlichen Schule, Leute der Anweisung von CISHO. Von den Dokumenten von CISHO, was befinden sich in Niveau, kann man lernen, dass es ist sehr wichtig für die Organisation zu schicken, die jungen Lehrer in die Provinzschulen. Sie haben gedacht, wirken auf die jüdische Bevölkerung und weisen, was es ist in der MS, was es heißt in der MS, die neue jüdisch-weltliche Erziehung und die neue jüdisch-weltliche Schule. Da sehen wir noch einen Brief von CISHO wegen einer Absolventin, ich meine, das ist der Profitkehr, ja, das steht Profitkehr, was da vorne in der Kleinstädte in Mielnice, und Heinz Shlomo Karsten, der letzte Vorsitzende von CISHO, damals noch nicht, aber später, das ist geschrieben 26, der ist geworden Vorsitzender von CISHO, Vorsitzender von CISHO in 35. Schreibt da, MS, es ist sehr weit und sie wird sein allein. Aber wir müssen dort haben einen eigenen und sicheren Mensch. Also ich habe man also ich habe man verstanden die Rolle von den neuen Lehrern, das haben beendet im Seminar. Und da sehen wir noch die Regime von Schülern von dem ersten Aroislos, welche haben bestanden in dem Examen. Und die Schulen, wo sie werden wo sie sind geschickt geworden und das, was uns interessiert, ist da der dritte, der vierte Zuckermann Neuech, was ist geschickt in Prozane, das ist geschrieben auf Polnisch, ich will ein bisschen später reden, noch wegen ihm. Und die Lehrer von dem ersten Aroislos haben geschrieben zu dem Verwalter vom Seminar Avram Golomb Brief an ihn von Berichten von der Arbeit in der neuen Schule. Sehr protindig haben sie beschrieben die Bedingungen von Arbeit, die jüdische Gesellschaft
politische Beziehungen, die Rolle von der jüdischen Weltherrschung in Städten, die Arbeit in allen Minuten. In BR 300 Seiten können gefunden sehr detaillierte Beschreibungen von Bedingungen, welche man hat gefunden in der Provinzschule. Man darf betonen, es ist ein bloß Brief von dem ersten Aroislos, von den Menschen, die wir sehen da auf dem Bild, und bloß von Schuljahr 1926 und 27. Und ein von den Lehrer ist gewesen Neuer Zuckermann, der mit Reutkreisel auf dem Kopf. Er ist gekommen in Prujane und dort geschieht und von dort geschieht seine einmal sehr intime Brief zu Abram Gold. Lassen wir gucken, wo ist die Prujane. Das ist eine Kleinstadt in Weißrussland. Vor der Zweiten Weltkrieg kommen wir noch in Polen. Laut der Volkszählung vom Jahr 1931, wir können sehen, dass da haben dort gewohnt 7600 Menschen und über eine Hälfte von sie sind gewohnt, das heißt 4200. Also wie in der sechsstädtlichen Polesje, der Teil von Polen, über eine Hälfte ist dort gewesen eine jüdisch-weltliche Schule, gegründet im Jahr 1919. Angehoben hat man mit 4 Klassen, mit der Zeit ist sie geworden als 7-klassige Volksschule unter dem Namen von Itzhak Lebusch Peretz. Bald nach der Gründung hat die Prujaner Schulverwaltung geknüpft den Kontakt mit Warschau. Gründung ist gewesen 1919. Organisation ist entstanden 21, aber also ich habe gesagt, es sind schon Menschen, die haben sich getroffen und die haben sich gesorgt und geprüft zu zentralisieren, die jüdisch-weltliche Bewegung. Sie haben geknüpft den Kontakt mit Warschau und 4 Delegaten von der Stadt Prujane haben sich beteiligt in dem ersten Schulzusammenhang. Die Arbeit in der Prujaner Schule hat man geführt auf einen modernen Öfen. Man hat durchgemacht im belogischen Programm, die Lehrer haben gearbeitet mit neuen Methoden, mit der Projektmethode. Die Resultate hat man präsentiert, beschaß die jährliche Schulausstellungen. In der Schule ist auch gewählte Selbstverwaltung von den Kindern mit verschiedenen Kommissionen. 1925 ist in den Städten geöffnet geworden die Abteilung von der jüdischen Schulorganisation, also nicht nur die Schule, aber auch die Abteilung von der Organisation, wenn man es dieses gewinnt zu versprechen, die jüdisch-weltliche Kultur und sorgen für die Entwicklung von jüdisch-weltlichen Schulwesen in der Gegend. Sie hat gespielt sehr eine große Rolle in dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben von Stadt. Bei der Abteilung ist gewinnt tätig auch ein dramatischer Kreis. Man hat eingeordnet die Vorlesungen und Referaten und herausgegeben die Zeitung Prujaner Leben. Lassen wir gucken noch kurz auf der Karikatur, was weiß, mit was haben sich beschäftigt die Eltern von Psychotalmidin. Wie in Rof und Psychoschulen sind euch da in Prujane Schulen gekommen, Kinder von Orana Mischpochen. 59% sind gewesen die Kinder von Balmeloches, 12% von Balagulas, 12% von Kremer und Sochin, 4% Eltern haben gearbeitet in freien Berufen, 8% von Kindern sind gewesen Säumes und 4% von den Eltern sind herausgefahren in Amerika. In diesen Bedingungen haben die Lehrer gedarf sein, nicht nur Poschete Lehrer, aber auch Erziehers, die haben sich beschäftigt mit den Kindern, auch nach der Schule. Und ein Talmud von der Schule in Prujane, Velvel Kapłański, hat in seiner Autobiografie, was hat geschickt zu einem Konkurs von Ivo im Jahr 1932, geschrieben wegen dem Ankunft von einem neuen Lehrer. Ich habe der Montes Neuer Zuckermann ist gekommen 1926 in Prujane.
Kaplański schreibt nicht den Namen, aber es ist klar, dass er schreibt wegen dem Zuckermannen, weil nur er ist gekommen in Pružane in der Zeit. Und ich prüfe zu lernen, ich kann das nicht sehen, sein mir Meuchel, ich sehe alle Penemer und ich kann nicht lernen, aber er schreibt. Wir haben bekommen zwei neue Lehrer, er schreibt einen da, wir haben dann also ist gekommen der neue Lehrer. Wir haben dann angefangen zu lernen aus Zugriff von Dostojewski und andere europäische Schreiber. Es ist ein wichtiger Geschenk. Es ist gewesen etwas, ein neues Stück Leben, was hat sich entpflegt für uns. Dem Lehrer sympathischen Tonen ist gewesen ständig ernst und seine Augen haben gutmütig geschmeichelt und teilweise haben seine Augen der Zeit von erreichen innerlichen Leben. Der Lehrer ist uns allen gefallen geworden. Und noch ein Fragment. Der neue Lehrer hat uns geraten zu schreiben Tagebücher. Jeder soll verschreiben jeden Tag, was ihm will sich. Und da ist mit mir geschehen etwas als sonst, was hat wiedergelegt auf mir erst Tempo. Und später beschreibt er, als er hat angehoben zu schreiben und als hat er euch geschrieben, die Autobiografie. Das heißt, ich will nur weisen, dass die Lehrer, was denke, wenn begeistert sich mit der Arbeit, haben gehört, sehr großen Einfluss auf die Kinder. Und wegen seiner Ankunft schreibt euch Neue Zuckermann in einen Brief zu Kolumbien. Ich habe der Mann, dass sie haben geschrieben, den Brief. Er schreibt, ich muss euch sagen, als ich bin gekommen nachher mit so viel Begeisterung, mit so viel Plänen, als ihr hat gar keine Vorstellung nicht. Und ich rede wegen dem, weil in weiteren Brief beschreibt, Zuckermann seine Pläne wegen Arbeit in Geschichte. Beim Arbeit mit 7. Klasse hat er sich gestellt für eine Aufgabe zu arbeiten methodisch über geschichtliche Materialien. Er hat gewollt, dass die Kinder hereindringen in die Laboratorien von geschichtlicher Forschung. Er hat bemerkt, dass die Kinder dürfen sich lernen im Schulprogramm wegen weiter fremder Geschichten, aber eigene lokale Geschichte kennen sie nicht. Und der Pfarrer beschließt zu forschen mit sie die Geschichte von Pružane. Zu weisen sie als Geschichte ist nicht etwas, was ist fertig, was existiert, nur etwas, was wir da untersuchen, erforschen. Er redet wegen der Methode von Forschungsgeschichte, von Zusammenstellung geschichtlicher Materialien. Und bei der Arbeit benutzt sich Zuckermann mit der Projektmethode, was ist sehr bekannt, sehr populär im Seminar. In Artikel, was publiziert er in Zeitschrift Die Neue Schule, redet man wegen solchen Schritt von der Methode. Stellen individuelle und Gruppenziele, wenn man arbeitet mit den Kindern, machen einen Plan von der Arbeit, klar feststellen die Kriterien, abschätzen, ob die Kinder sollen Betreuung zu in dem Projekt. Und der Projekt soll inspirieren, neue Projekte. Bei der Arbeit auf der Geschichte von Pružane sind die ersten Lektionen gewidmet geworden, dem Aufklären von dem Ziel von der Arbeit. Der Lehrer hat sich geschmust mit den Kindern wegen Zielen von Geschichte Bichlal, wegen Aufhängen, wie man darf aussuchen, die geschichtliche Mekoilin, alte Dokumente, Informationen. Dennoch haben sie zugegriffen dem Plan von Arbeit. Der erste Schritt ist gewesen, sammeln Material zu der Geschichte von Pružane. Und da schreibt er im September, die alle Brüste nach einem Jahr, ich habe geholfen, mit den Kindern gearbeitet mit der Geschichte von Pružane. Da ist daran, also ich durfte mir Material. In der ersten Reihe kleben sie Material zu der Geschichte, derweil Legenden, Meisters und so weiter. Da ist voran ein alter Pinkes und das Basic Forest. Ich weiß schon, bei wem befindet sich. Mit Thomas werden wir ihn euch ausnutzen. Und die Kinder haben
ja angehoben die Arbeit. Danach hat sie Zeit, ich habe gemeint, weil ich nicht erzählen, nur noch zitieren. Kennt ihr übergeben mit von den Schülern guckt von in der jüdischen Enzyklopädie wegen Projaner und es ist da überschreiben und mir zu schicken. Wir arbeiten doch über die Geschichte von Projaner. Wir haben gemacht eine Exkursie auf alten Beisolem gesehen, am Ateva, was ist schon alt 201 Jahre ist, habe ich da gekriegt nach Pinchas, welcher ist schon eine Sachhälter von der ältesten Mateva. Meine sechste Abteilung macht jetzt der Plan von Projane, heißen sie in ganz Stadt die Ingenieure. Und da können wir sehen, die Fotografie von der Exkursie in Polen. Die Arbeit hat euch gebracht als Resultaten, aber es ist gewesen ein Moment, wenn Zuckermann hat gesagt, im Sinne von der Arbeit, bestimmten Geschichte bin ich nur teilweise zufrieden, der Material von der Geschichte von Trujane ist also kolossaler, als ich allein habe sich verloren in ihm erstellen, weil ich rauskriegen. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Zeit, aber ich will probieren, es zu beendigen, es reden wegen dem Resultat. Das heißt, das Projekt hat sich beendigt, die Kinder haben gesammelt die Sachen, sie haben ausgestellt in Schulausstellung, aber die Lehrers oder die zwei Lehrers wurden gewonnen von Projane und ein dritter, was ist beschrieben in einem Zitat, das heißt Neue Zuckermann und Fremder, haben beschlossen, dass sie wollen weiterarbeiten mit den Materialien, erstmal nur das, was betont, das ist ein Verlag von Rezensie geschrieben von Emanuel Ringelblum. Er hat geschrieben, als wenn die Kinder haben schon nicht gehabt, mehr Keuches zu bearbeiten, dem Material, weil sie haben nicht gehabt, genug Wissen, haben die Lehrer angehoben zu arbeiten mit dem Material. Und die Arbeit hat sich beendigt mit Herausgaben Artikels von der Stadt Projane. Das heißt, ein Projekt, das hat sich angehoben in der Schule, hat zugeführt zu dem Moment, als man hat herausgegeben ein Emerson-Buch. Und wegen dem Buch hat euch Emanuel Ringer geschrieben, dass es ist eine sehr wichtige Dergleichung von der historischen Forschung. Und als man darf sich lernen von der Projaner Schule und von den Projaner Aktivisten zu schreiben, eigene Geschichte auf Jiddisch, auf den Smach von jüdischen Makorin. Und ich will beendigen, weil ich habe so sagen, noch für was habe ich versagen, was habe ich gewollt sagen. Also was ich gewinnt, die neue Schule, für was ist die gewinnt, also wichtig. Also die Lehrer von Sicher haben sich benutzt mit den neuen Methoden, verspreitet durch die Anhänger von der neuen Erziehung. Der Lehrer hat gedacht, seine Erzieher, was gibt die Kinder die nötige Nachschrieben und nicht fertige Lesungen. Die Kinder haben gearbeitet, sei kollektiv, sei individuell. Sie haben gehabt das Recht zu beschließen, welche Aufgaben sie will machen. Dank sicher haben sie euch gehabt die Möglichkeit zu teilen sich mit den Resultaten von ihrer Arbeit mit breiten Eulen. Die Kinder haben sich gelernt, euch zu arbeiten, selbstständig geworden, sicherer bei sich und stolz von ihrer jüdischen Sprache, Kultur und Geschichte. Gut, ich meine, vielen Dank euch, als ihr euch zugehört und ich bin euch sehr interessierte Fragen und Bemerkungen auf ihr habt. Vielen Dank. Vielen Dank, Anja. Das ist gewesen sehr interessant, als wegen die Psychoschulen. Wir haben noch nicht keine Fragen, aber ich habe ein paar Fragen, was ich will fragen.
hat ermahnt, dass die polnische Regierung hat nicht gestützt als solche private jüdische Schulen. Und ich habe gewollt wissen, ob man hat, die anderen Minderheiten in Polen haben gehabt ähnliche Schulen, die Litwiner oder die Ukrainer, und was ist die Beziehung zwischen sie und der polnischen Regierung? Vielen Dank für die Frage. Ja, also es ist given, also Polen hat sich verpflichtet zu der Möglichkeit zu gründen, also Schulen für Minderheiten. Und dafür ist es also geschehen, dass die Minderheiten, was haben ein bisschen gekämpft wegen dem, haben ja gehabt schon die deutsche Minderheit, ja, ukrainische. Ich habe gelernt, dass litauische, als die Weißrussen haben ein bisschen sich weniger gestartet, sie haben mehr Probleme. Aber der Argument von der polnischen Macht ist gewesen, als die Minderheiten sind zusammengeklebt in konkrete Teilen von Polen. Das heißt, Mizrach Polen, das sind die Weißrussen, Litauen und so weiter. Man weiß, wo sind sie? Man hat gedacht, machen dort die Schulen auf Weißrussisch, Ukrainisch und so. Die Deutschen sind gewonnen in Polen, man hat dort gemacht die deutsche Schule. Und ihnen hat man gesagt, sie wissen nicht allein, was ist ihre Sprache. Der Fall machen wir verdienen die Schule nach Polnisch. Das ist verbunden mit dieser militaristische Tendenzen von der polnischen Regierung in der Zeit. Man hat mit Hejsek, nicht mit Hejsek, aber man hat ja unterstützt die Schulen von Aguda ein bisschen, weil Aguda ist das, was wir haben gekannt aus den Wien, die wir kennen. Und trotzdem bekommen wir hin, wo sagen wir sind weltlich, wir sind modern, aber auch physisch, man kann das nicht sehr gut kontrollieren. Das sind Sachbeschreibungen von Besuchen von den Schulinspektoren in jüdischen Schulen, welche haben gewollt, zwingen die jüdische Kinder zu reden Polnisch, also zu entweder auf Polnisch, als die Frage ist. Und die sehr oft, die Lehrer haben gesagt, die Schule ist auf Jiddisch und die Kinder wissen das, aber sie wissen das auf Jiddisch, weil sie haben sich gelernt, Geografie oder Geschichte auf Jiddisch. Ich habe nicht gehabt, das sagte zu reden wegen die Projekte, aber das ist eine meiste von dem Lehrerseminar, wo man hat gemacht, Prüfung auf Jiddisch. Die polnische Macht hat gesagt, aber das ist eine Lehrerprüfung, wir wollen kommen dort und sehen, was dort passiert, was können die Lehrer. Man hat gesagt, aber wir wollen nicht, dass unsere Lehrer, zukünftige Lehrer machen die Prüfungen auf Polnisch, weil sie wollen arbeiten in jüdischer Schule. Man hat gekämpft, man hat benutzt sich mit das Argument, Schleimer Mendelssohn in Warschau hat sehr oft besucht. Das Ministerium Golomb in Wilna ist sehr oft gekommen zu der Kuratorie und man hat geprüft, beeinflussen durch die polnische, gefunden durch Haverin unter die polnische Politiker. Also. Und hat er Tage gefunden, Haverin oder Menschen, was es ist ein Inspektor, ich habe jetzt vergessen, Leller, meine ich, heißt er in Wilna, was Golomb in seinem Buch halber Jahr von der jüdischen Erziehung hat gesagt, als ist gewähnt, ja, offen oder herzlich für die Lellers von dem Seminar und hat gewollt helfen. Und ich habe gefunden in Warschau sein Archiv und hat ja geschrieben, ich habe Artikel wegen jüdischer Erziehung, wegen eine moderne Bewegung. Das heißt, hat sich sehr interessiert mehr in die Themen. Aber die polnische Inspektoren sind nicht gewöhnt. Sie haben gesucht, Hezroinim gefunden, Sibet zu vermachen. Also ich dachte mir. Ja, ich verstehe. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich habe gewollt wissen, wir wissen, als seine gewähnt etliche
verschiedene jüdische Schulen und Zicho ist noch eine von sie. Und ich wollte wissen, ob sie gewähnen Beziehungen zwischen die verschiedenen Schulwesen und wie sie das hat. Assar wollte ich gesagt. Und also andere in Theorie, andere in Praktik, man kann sagen, in Theorie, لمشل schon تربط haben sich gehasst, man kann sagen. Also das denke ich, wenn Pseudonym und es ist sehr interessante Meisten mit Geschehnissen in Palästina 28, 29, wenn sicher, wenn in der Zeit Volkszeitung und Halt haben gestritten wegen, soll man sein Zionist, soll man sein Sozialist und trotzdem haben sie angefangen anzugreifen, zu schreiben wegen Schulweisen. Also wenn man wird irritieren, natürlich das solche Meinung wegen der Situation in Palästina und so weiter. Das heißt, es ist eine sehr breite, lange Diskussion zwischen Halt und Neue Volkszeitung, nicht wegen Politik, nur wegen der Schulen. Und Tarbu, also ich wollte gesagt, dass Tarbu ist gewähne Konkurrenz für sich und das können wir sehen im Brief, als die Lehrer zu Kolumbien schreiben, sie in Städten, wir haben keine Konkurrenz in Städten, es ist nicht kein Tarbu. Also hat man nicht betrachtet die religiöse Schulen, das sind Schulen für andere Kinder. Also ich meine, man hat nicht geglaubt, dass die Kinder von Talmud Torah oder von Heider werden kommen zu jüdisch-weltlicher Schule, aber es ist ja euch passiert das so, dass die Kinder haben ja gekommen, euch als sie haben gehört, die religiöse Eltern, weil sie haben sich getroffen mit Haverin von der Schule oder mit politischer Bewegung, mit Skipzug und Jungwar und so weiter und gefunden, also den Weg zu der Bewegung. Und ich habe gesagt, in Praktik anders, ich habe gefunden Dokumente in Vilna, wo die Tarbut und Sicher haben, also ZBK in Vilna, das ist das Zentrale Bildungskomitee, der Teil von Sicher, aber von Vilna Gegend, sie haben zusammengeschrieben, Brief zu Kuratoren gebeten wegen die rechtlichen Sachen, wegen das Geld, finanzielle Unterstützung und so weiter. Also wenn man hat gekämpft wegen haben Geschichte oder Geografie auf Jiddisch da und dort auf Hebräisch, hat man gekämpft zusammen. Wir haben geschrieben zusammen, wir sind eine jiddische Schule, wir haben unsere Schulen und unsere Sprache, wir wollen es, also wir können lernen unsere Kinder auf Jiddisch oder auf Hebräisch. Das hat man ja gemacht zusammen. Aber ich meine, in 30er Jahren hat sich heute die Situation ein bisschen geändert. Sie hat verloren, Tarbut hat bekommen mehr Anhänger, weil ich meine, Antisemitismus ist gewinn größer. Die Hoffnung auf die Zukunft ist gewinn mehr zu der Möglichkeit in Eretz Israel und es ist entstanden Universität in Jerusalem. Das heißt, man hat Jerusalem, man hat schon gemeint, wir lernen sich da Hebräisch, können wir weiter studieren. Es ist nicht da gewesen, keine Universität auf Jiddisch. Das heißt, die jüdische Schule hat erst nicht gehabt, also beutet in Zukunft die hebräische Schule in der Zeit. Ja. Okay. Das gewinnt gar interessant. Wir danken euch sehr und wir gucken vor euch zu sehen, mehr von euren Arbeiten auf die Zicho-Schulen und die jüdische Schulen in Polen Bechlal. Wir danken euch alle für alle Zuhörer zu kommen hören, die Lektion. Und wenn wir haben noch Lektionen, könnt ihr bestätigen unsere Webseite zu sehen, was kommt vor beim Niveau. Danke euch alle. Schönen Dank.